Warum stieg ich in Clermont aus? Ich wollte doch nach Paris. Aber ich hatte es satt, im Zug zu stehen, seit Béziers das Fenster im Kreuz. Ich war völlig kaputt. Und schon bald Mitternacht. Clermont-Ferrand. Clermont d'Auvergne. Hier oder sonst wo, ich war jedenfalls weit genug weg von zu Haus. Hier würde mich keiner suchen. Ich verließ also den Bahnhof, ohne Tasche oder Gepäck, bloß ich selbst und etwas Geld. In Montpellier, beim Crédit Agricole, wollten sie mir meinen Scheck nicht auszahlen. Dabei hatte ich ihn vorschriftsmäßig unterschrieben. Aber sie haben meine Hausbank angerufen, die hat ihnen positive Auskunft gegeben, also bekam ich mein Geld. Gerade so viel, wie ich brauchte. Unbekannte Stadt. Clermont. Zum ersten Mal im Leben. Nein, fürs ganze Leben. Wie vor allen Bahnhöfen ein Platz. Ich überquerte Platz und Straße hin zum Licht. Grün und rot in fetten Lettern, Hotel und Bar, Mirabeau. Mirabeau oder Mirabelle in unserer Sprache. Unsere Sprache oder doch nur meine Sprache, Okzitanisch. Mirabeau. Hier gab's alles, was ich brauchte, schien mir. Musik aus einem Kasten, nackte Mädchenschultern, Gelächter. Küsschen an jedem Tisch. Ich setzte mich. Ganz allein. Noch immer ganz allein. Keines der Mädchen kam zu mir. Nein, das war nicht das, was ich suchte. Also bloß was trinken und zahlen, nicht mehr. Schon stand jedenfalls die Kellnerin da. »Sie wünschen?« fragte sie. »Wie die anderen«, antwortete ich. Ein rosiges Wasser in den Gläsern rundherum. Doch das war kein Wasser, Wein aus der Auvergne, Geschmack nach Steinen und bitterer Rinde. Wein aus Touraine. Beim ersten Schluck verzog ich die Lippen, meine Zunge erschauerte. Aber ich leerte doch das Glas und bestellte noch eines und noch weitere. Dieser Wein war wie der neblige Saft wilder Reben. Dieser Wein würde meiner sein.